Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Video zu Division 2. Halt ein LMG-Bild, das brachialen Schaden macht. Halt ein LMG-Bild, das brachialen Schaden macht. Ich zeige euch jetzt meine Variante. Das ist nicht die Variante, die am meisten Schaden macht. Es sind bis zu 2,6 Millionen pro Schuss möglich. Meine Variante macht maximal 1,6 Millionen pro Schuss. Und ich glaube, das reicht überall hin. Ja, ich zeige es euch jetzt einfach einmal. Also, Variante Richtschütze. Ja, Spezialisierung Richtschütze. Ja, da brauche ich nicht viel sagen dazu. Der hat ein größeres Magazin, hat man die Schaumgranaten, braucht man von der ganzen Sache, wenn man in der Deckung ist, Waffenhandling. Und man braucht man das erhöhte oder größere Magazin um 50 Kugeln. Dann stellen wir das ein auf Gewehr und auf LMG, wobei die zweite Waffe völlig egal ist. Erste Waffe ist LMG, das ist das leichte Maschinengewehr. Ja, und dann schauen wir mal das Bild an. So, das Bild spielen wir 4-mal Striker, einmal Walker Harris und die Dienstleisterhandschuhe. Mal ganz schnell erklärt. Spielen tue ich das mit der Sleipnir, meine Favoritwaffe. So, bei der Sleipnir haben wir 12% Schaden gegen ungedeckte Ziele und 6% Rüstungsschaden. Dann haben wir perfekten Rausch. Für jede 8. Kugel im Magazin erhöht sich die Feuerrate um 3% und der Waffenschaden auch nochmal um 3%. Und deswegen habe ich da ein Magazin drin, wo 50 Patronen mehr hat. Das heißt, je länger das ich schieße, umso mehr Waffenschaden mache und umso schneller lädt das Ding nach. Ja, da kritische Chance auf kritische Treffer zweimal. Vorhin kann man nichts da. Man kann fürs bessere Handling eine Präzision eine da. Habe ich auch schon probiert. Geht da aber dann in den Werten 10% Chance auf kritische Treffer ab und 50 sollte man dann schon zusammenbringen. Und dann Schaden durch kritische Treffer haben wir 105 und Kopfschussschaden haben wir auch 105. Das Ganze ergibt sich, wenn man die Uhr vom China voll hat. Also setze ich immer voraus. Also China Uhr muss voll sein. Ja, ich habe jetzt die Vindicator drin, weil die halt dann auch ganz schön Schaden macht. Kann man aber zwar da für eine da, was man mag, man wird es nicht benutzen. Dann, ja, die 50 habe ich drin. Wie gesagt, die zwei sind, kann man sich aussuchen, wenn man lustig ist. LMG kann man theoretisch auch jetzt nicht mehr, wenn man lustig ist, aber das LMG ist extrem gut. So, da haben wir dann da die Maske. Stürmer. Ja. Schauen Sie durch und schauen Sie auf. Schaden durch und schauen Sie auf kritische Treffer. Da haben wir Stürmer. Unbedingt mit dem Rucksack spielen. Und ja, Waffenschaden, Schaden durch. Und schauen Sie auf. Brauche ich nicht erklären. Was jeder mittlerweile, was der Stürmer macht. Dann die beste Walker Harris mit Vernichten drauf. So, und da geht's jetzt los. Ich habe so viel mal probiert. Ihr werdet jetzt anders sagen, ja, nimm doch mal und überhaupt. Und ja, ich habe echt alles probiert. Ich habe die Cesca probiert, ich habe die Gruppo Sombra probiert. Alles mit vernichtend. Wie man sieht, hat man alles hergerichtet. Ich komme mit der Walker Harris einfach besser hin. Warum komme ich da besser hin? Weil, ja, wo haben wir da? Ja, der 5% Waffenschaden plus die 15% Waffenschaden. Ich weiß nicht, ich kann es nicht wirklich erklären, aber es macht einfach mehr Grundwaffenschaden ist her. Ja. Und dann habe ich noch, wo ich mich nicht entscheiden kann, immer so gesagt, ist vielleicht da die benannte Weste von Petrov Defense Group, weil perfekt geduckt.
50% mehr Waffenhandling. Mit dem von der Spezialisierung hätte man 60% mehr Waffenhandling, Laden, Präzision etc. Alles, was mit der Waffen zum tun hat, wir um 60% besser. Ich habe es dann so gemacht, Walker und Harris mit Waffenhandling 45%, weil ich es umgerollt habe. Ja. Es reißt sie im Schaden ungefähr 600.000 ab. Im Spiel ist es aber so, dass ich eher mit geduckt spiele, als wie jetzt halt mit vernichtend, wo ich jetzt da drin habe. Also für mich persönlich. Wollte ich jetzt vielleicht sagen, ja, ich nehme jetzt lieber vernichtend, also entweder die Weste, da ich sagen, oder man nimmt die perfekte geduckte Weste. Schmarrn. Mit geduckte Weste, so, jetzt auch. Wenn man lustig ist. Bei dem einen lädt es schneller nach, bei dem anderen macht es mehr Schaden. Wenn man im praktischen Spiel ist, glaube ich, geduckt besser, weil es eben schneller nachlädt. Und das kann einen schon brutal an Arsch retten. Ich habe ein Gameplay drin, da ist das Event auch aktiv, dann ist das nochmal ein bisschen extremer mit dem Schusswiederholung etc. Reißt sich aber nichts ab. Kann man auch ohne Event wunderbar spielen, das Ding. Und ja, wie gesagt, probiert es selber. Mein Vorschlag zur Güte war einfach Waffenschaden, Walker und Harris mit Vernichten drauf. Und dann die andere Weste, Walker und Harris mit geduckt drauf. Vielleicht zum Wechseln selber mal probieren. Ja. Es gibt bei dem Bild, wenn jetzt wieder einer sagt, oh, na, das geht noch stärker. Ja, es geht stärker. Man braucht nur die Westen auswechseln und eine Striker-Westen eine da. Dann hat man am Schießstand über 2,6 Millionen Kopfschussschaden pro Schuss mit der Sleipnir. Hat den Nachteil, im Spiel, im praktischen Spiel, bringst du die Stacks nicht zusammen. Du entweder hast einen Gegner, der aber nie so viel aushält, dass du die Stacks aufbauen kannst, oder ja, es geht einfach nicht. Und drum eher die Variante, die hat zwar Mille weniger, aber die Stacks bringst du halt locker aufgebaut. So, dann haben wir ja auch wieder Waffenschaden, Chance auf kritische Treffer. Die Knie, das gleiche nochmal. So, mit der Konstellation, was ich jetzt da habe, habe ich vorhin schon gesagt, 50 Chance, 105 Schaden durch. Meine Rüstung, hoppla, meine Rüstung hat 821k. Interessiert aber jetzt nicht wirklich, weil Rüstung durch Tötung hat man durch Spezialisierung. Ja. Und das reicht eigentlich, weil die nie so lange überleben, als dass man umfallen darf. Man muss schon ein bisschen vorsichtig spielen. Also ich kann jetzt mich da nicht frei hinstellen und einfach draufharzen, sondern viel Deckungsspiel mit dem LMG. Macht aber extrem Spaß. So, die Skills, da die einen Wiederbeleber rein. Und ich habe jetzt einen Köder drin gehabt. Oder Drohne oder Geschütz oder was mir lustig ist. Wo es man am liebsten spielt. So, und jetzt muss ich das Ganze noch in Hochdeutsch sagen, weil sonst versteht man wieder die Hälfte nicht. Na, Schmarrn, mache ich nicht. Aber wenn es in die Kommentare reinschreibt, ob ihr es mir verstanden habt, macht's das. Und ich erkläre es gern an jeden auf meinem Discord auch nochmal in Hochdeutsch. Also, mein Discord ist verlinkt im Kanal. Und ja, hat mir gefallen, wenn es vorbeischauen darf. Jetzt gibt es dann noch ein bisschen ein Gameplay. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Also schaut euch das Gameplay noch und wir werden uns sehen im nächsten Video. Bis dann. Servus. Mit dem Die Notunterkunft befindet sich unter Ihnen. Finden Sie einen Weg nach unten, aber seien Sie vorsichtig.
Bridge, die sich vor uns versteckt hat, war auf Roosevelt Island. Uns auf der Insel bleiben sollten. Agent fordert Verstärkung an. Menschliche Überreste erkannt. Identifikation: Division Agents. Die Outcasts haben nie im Leben einen ganzen Trupp auf faire Weise erledigt. Das ist unmöglich. Bin ich gut? Echt jetzt? Online-Computer erkannt. Gut. Durch den Computer können Sie Isaac mit Ihren Kommunikationssystemen synchronisieren. Hoffentlich kann unser Team antworten und sagen, wo Sie sind. Verbindung hergestellt. Hallo, hört mich wer? Hier spricht Manny Ortega von der Division. Manny? Gott sei Dank. Maya hier. Der Rest des Teams ist nicht mehr. Wir konnten den Knoten nicht online bringen. Ich habe einige Teile, die den Knoten des Weißen Hauses mit dem nationalen Netzwerk verbinden können. Aber vor meiner Rückkehr tauchten diese irren Arschlöcher auf. Sie müssen mich hier rausholen.
schwere Verwundung entdeckt. Heute sterbe ich nicht. Heute sterbe ich. Sie kann sich nicht ewig verstecken. Seuche. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Im Moment bin ich in Sicherheit, aber bitte beeilen Sie sich. Hilfe ist schon unterwegs, Maya. Warten Sie, bleiben Sie ruhig. Gerade bin ich sicher, aber Sie werden mich nicht in Ruhe lassen. Ich weiß nicht, was ich Ihnen getan habe. Sie müssen sie aufhalten. Sie sind sicher.
Agents getötet. Gerade bin ich sicher. Aber sie werden mich nicht in Ruhe lassen. Ich weiß nicht, was ich ihnen getan habe. Sie müssen sie aufhalten. Ah, es ist sicher. Fürchte mich.